1468 klingt komisch. Wenn schon eine Zahlenfolge, dann 2468. So oder so ähnlich muss sich das BMW beim Zweier Grand Coupé gedacht haben. Denn technisch gesehen ist das eigentlich ein Einser. Front- oder Allradantrieb, quer eingebaute Motoren, die vom Bruder bekannt sind. Aber zum Zweier Grand Coupé bitte nicht Einser Stufenheck sagen. Unterschiede schon ab der A-Säule. Die ist nämlich stärker geneigt. Coupé-typisch läuft das Dach nach hinten flacher und länger aus. Und die kleine Stufe zum Abschluss, die wird einfach übersehen. Der Kofferraum schluckt beim Zweier Grand Coupé ganze 430 Liter. Immerhin 50 Liter mehr als beim Einser. Alles einsteigen bitte. Wir fahren den 220D, den 2 Liter Vierzylinder Diesel mit 190 PS. Der Motor ist auch die Autobild-Empfehlung. Von 0 auf 100 geht es in 7,5 Sekunden. Sicherlich sportlich genug für den Otto-Normalverbraucher. Im normalen Verkehr ist angenehmes Surfen auf der Drehmomentwelle angesagt. Das maximale Drehmoment von 400 Newtonmeter liegt schon bei 1750 Umdrehungen pro Minute an. Das Fahrwerk aus dem Einser wurde für das Grand Coupé angepasst und wiegt 50 Kilo weniger. Außerdem liegt der Zweier 1 cm tiefer auf der Straße. Die Lenkung ist angenehm präzise und handlich, ein insgesamt rundum bequemer und unaufgeregter BMW. Abstriche gibt es dann noch im Innenraum. Unser Testwagen hat das Live Cockpit Professional mit jeweils 10,25 Zoll großen Display fürs Multimedia und die Instrumente. Letzteres lässt sich aber schlecht ablesen. Unser Fazit: Das Zweier Grand Coupé ist für alle etwas, für die der Einser zu normal ist. Mit Einstiegspreisen von knapp 32.000 € kostet der zwar auch ein Stück mehr, dafür gibt es ein schmuckes Auto, das sich in der Autobild gefahrenen Konfiguration angenehm fahren lässt.